Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Jetzt können wir auch hier die Kaktusfrüchte endlich ernten. Geil. Schön. Die Kaffeebohnen lassen sich mal wieder Zeit. Mir soll's recht sein. Heit ist erstmal nichts. Und übermorgen bei der Episode hat Pam wieder Geburtstag. So, jetzt können wir auch endlich mal den Fernseher ein bisschen umstellen. Dekorative Schale machen wir erstmal weg. Schade, den Fernseher können wir da nicht hinstellen. Wisst was? Dann stellen wir den alten Fernseher mal dort hier. Die dekorative Schale kommt halt wieder hier, wo sie hingehört. Und tja, der steht im Weg. Kann nicht auf einer Person platziert werden. Schade. Und die Blume stellen wir neben den Kamin. Da hat nämlich hier unseren Fernseher erstmal genug Platz. So, da, gucken wir da mal rein. Wetterbericht. Morgen wird es mal wieder klar und sonnig, bisschen ätzend. Bisschen extra Glück von der Geister. Und Lachsbeerezeit. Okay, alles klar. So, Post gibt's auch noch. Hallo Ackermann, ich dich gern meinen Ehemann mit einem Geschenk überraschen. Er ist ein großer Fan von Lach. Kennst du mir einer mitbringen? Ajo. Jährlich machen wir das. Da kriegt er auch der schöne Goldlauch. Und wir kümmern uns um den Kruscht. So, erstmal wieder Köderei. Dann das Zeug in die Recyclingmaschine. Gut. Ja, Omas Geschenk. Dann zack, zack und zack. Dann wieder die Tiere zuerst. Ja, da hockt schon das erste große Tier rum. Und der Rest gucken wir uns jetzt hier nochmal an. So, da. Ente fährt mal wieder in einer stinknormale Qualität. Sehr schade eigentlich. Weil man die in guter Qualität eigentlich auch gebrauchen könnten mal. Okay, so. Die Iridium-Eier kommen dort hier. Und das Ei dort. Dann können die Klähtiere raus. Und hier sammeln wir nochmal ab. Ja, das sieht gut aus. Und dann machen wir die Streichelparade hier. Ja. Und du Wutz, du bringst mal sowieso nochmal die Trüffel draußen. Gleich mal Reide mit. Ihr könnt raus. Dann hier. Und dreimal hier. Und dann müssen wir nochmal warten. Ja, Lachsbeerezeit ist anscheinend auch hier. Und dann kommt der Restra hier. Wie immer. Oh, schön. Ein Granatapfel, ein Aprikos und eine Kirsch. Schön. Ist gut, kommst du auf der Kuchen. So, dann wird hier erst nur noch mal gegossen. Apropos, bist gut, kommst du auf der Kuchen. Hier haben wir dann auch nochmal die Pepperoni. Perfekt. Und der Rest wird nochmal hier wie üblich gegossen. Ach ja. Es gibt übrigens auch gute Nachrichten, ihr liebe Leute. Ich habe auf meiner Facebook-Seite und auf Twitter habe ich zur Wahl gestellt, was dann nach dem Resident Evil 1 Remake kommen soll. Und zwar Monkey Island, die Special Edition. Zu dem Thema wollte ich mich noch ein bisschen äußern. Und zwar findet ja noch Lufia dann das Resident Evil 1 Remake statt, worüber ihr euch dann auch nochmal, worüber ihr nochmal abgestimmt habt. Sprich, dass ich die Kampagne von Jill Valentine spiele und zusätzlich, dass es als Let's Play und nicht als Stream stattfinden wird. Das habt ihr ja alles auf Facebook so entschieden und kommentiert und abgestimmt. Und das läuft. Und dann hatte ich eigentlich auch ewig mal im Kopf, wisst was, nimmst mal Monkey Island, das ist so ein geiles Spiel. Und dann habe ich mit der liebe Ala mal drüber diskutiert. Und sie hat mir gesagt, ja, auf Steam gibt es ja die Special Edition. Und ich war doch halt skeptisch und habe gedacht, oh nee, die Special Edition, das hatte ich im Kopf als dieses furchtbare Remake in dieser überhaupt nicht Monkey Island stimmige Grafik und dann auch noch mit Sprachausgabe und Pipapo, ne?
Und dann habe ich aber wiederum gesehen, hey, das geht sogar, dass man das in der Retro-Grafik von 1990 beim Enzer bzw. 1991 beim Zwea spielen kann. Und man kann auch die Sprachausgabe abstellen, sodass man das in der originale 1990er Jahre Retro-Feeling, dass man das in dem Retro-Feeling spielen kann. Habe ich mich dann gefreut wie Drecksau. Und bin auch froh wie noch was, bin froh wie Bolle, dass es das gibt. Und werde es dann jetzt auch, also bin jetzt gerade bei der Abstimmung, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und zwar sieht es insofern sehr gut aus, dass die Leute sagen, ja, wir haben auch Bock drauf, wir wollen das unbedingt als Let's Play haben. Und so wie es aussieht, ihr liebe Leute, kommt es wohl als Let's Play noch Lufia dann. Da können wir dann Monkey Island 1 bis 3 spielen. Der dritte hat ja von sich aus schon eine Sprachausgabe. Aber da ist es nicht schlimm. Der ist anscheinend genauso belossen worden, wie er 1997 war. Nur, dass man jetzt halt auf modernere Systeme auch spielen kann. Das ist doch wohl die einzigste Änderung, die es großartig gegeben hat, ne? Wenn man das überhaupt als Änderung bezeichnen kann. Wie dem auch sei. Ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle und bin der liebe Ala sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mich überhaupt erst so auf die Fährte gebracht hat, Monkey Island in der Special Edition zu spielen. Und wie es aussieht, wird es auch Kummer. Also die Leute haben Bock drauf, ich hab Bock drauf wie Sau. Und bei Stardew Valley machen wir es einfach so, wenn kein Mensch dazu kommentiert, ob ihr den Multiplayer haben wollt. Tja, dann machen wir das ganz einfach. Dann wäre ich einfach ab Jahr 3 mit Slanien und mit dem Neuländer hier den Multiplayer-Spieler. Fertig. Dann kriegt man das einfach vorgesetzt. So, dann erstmal die blaue Jazz nochmal absammeln. Aber auf Monkey Island freue ich mich echt wie noch was. Da könnt ihr dann damit rechnen, sagen wir mal, Lufia, das wird schon noch dauern. Das habe ich einfach total unterschätzt. Von der Länge. Und hab gedacht, oh ja, das wird schon irgendwie, ne? Aber dabei hat es ewig und 3 Tage gebraucht. Und ja, jetzt ist es halt so, dass Lufia halt ziemlich lang geht. Und nachdem das vorbei ist, dann können wir Monkey Island 1 bis 3 halt schäfer die Wintermonate spielen. Und richtig ab geht's dann 2019, wenn dann im Januar Days Gone erscheint. Und wenn dann zusätzlich auch noch im Februar das Resident Evil 2 Remake erscheint. Also da haben wir definitiv viel Spaß. Und ab Mai war es klar, wie hieß es, dass The Last of Us Part 2 dann im Gespräch war für Release. Ich persönlich würde auch sagen, mir ist The Last of Us Part 2 verdammt wichtig. Falls es irgendwelche Projekte gibt, die mich stören würden, dann würde ich die sogar unterbrechen zugunsten von The Last of Us Part 2, dann mit Facecam und mit allem drum und dran. Aber Monkey Island möchte ich eigentlich auch in aller Ruhe machen, weil das waren die Spiele, vor allem der Enzer, der mich überhaupt zu Gaming gebracht hat. Deswegen, Monkey Island sind die Spiele schlechthin für mich von früher. Und das möchte ich auch unbedingt in aller... Ach du Scheiße, der Nackische hier mit seiner Handler. Das möchte ich auch unbedingt in aller Ruhe spielen. Und das ist für mich auch auf jeden Fall ein Hauptprojekt, auch wenn es gerade kein aktuelles Spiel ist oder so. Aber Monkey Island 1 bis 3 sind so Spiele, die ich seit meiner Kindheit einfach nur lieb. Oh, dank dir recht herzlich, der Lach sieht lecker aus. Der Schorsch wird so glücklich sein. Er liebt's, wenn ich Eier mit Lach zum Frühstück mache. Das klingt gar nicht mal so schlecht eigentlich. Dafür gibt es auch 500 Gold. Und wir brauchen beim Pierre noch Zeug. So, Pierre, wie viel zahlst du mir eigentlich dafür? 60, das ist jetzt nicht so toll. Zierlauch. Holen wir uns natürlich auch mal die 24 Stück gleich wieder. Und rennen mit Stolz wie Bolle rum. Nee. So, müssen wir nochmal gucken, was wir heute noch Schönes machen können. Wir haben ja den Tag halt wieder zur Verfügung eigentlich. Aber da es nicht regnet, können wir halt auch die Frühlingsfische gerade nicht einfangen. Das finde ich etwas schade. Deswegen schauen wir mal, was wir auf dem Hof noch machen können. So. Mit der Siggi geht es erstmal hier fort. Den Käse sammeln wir jetzt am besten auch ein, bevor ich ihn später nochmal vergesse und er dann nicht in der Tageseinnahme landet. Bei der Baumschule habe ich auch mal ganz kurz kommentarlos vorbeigeguckt. Da sah es auch noch nicht so wirklich gut aus. Aber wir könnten schon mal weitere Fläche vorbereiten.
Wobei ich halt sagen muss, unsere Energie ist jetzt schon ziemlich fertig, ne? Aber für das Sommer hätte ich schon ganz gern viele Felder, um ehrlich zu sein. Deswegen... Entschuldigkeit. Deswegen hätte ich ganz gern eigentlich schon mal vorbereitet, dass zumindest hier diese lästige Bäume, die ich derzeit nicht nur angezapft habe, dass die hier verschwinden. Weil unser Baumschule haben wir ja eigentlich schon, ne? So. Da müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Bäume komplett sind. Gerade mal gucken. Ja, das wird noch eine Weile dauern, bis die soweit sind. Aber dann können wir da auf jeden Fall schon mal die Zapfeinlage reinhauen und die nächsten Felder werden dann sowieso auf der Höhe hier stattfinden. So, dann können wir theoretisch auch das Ding schon mal platt machen. Und wir könnten eigentlich schon mal anfangen mit Felder, indem ich schon mal einen Steinzaun zumindest hier ziehe. Da brauchen wir dann auch, muss ich mich gerade mal orientieren, warte mal. Das ist dann wie hier, so Doppelfeld würde ich ganz gerne da wieder abziehen. Das wäre dann hier wieder 1, 2, 3, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das wären 12 pro Länge. Dann schauen wir doch gerade mal, ob man das so noch hier kriegen. Dass wir das so machen, 12 pro Länge. Wir fangen ab dem Feld eigentlich A hier, ne? Damit wir hier noch einen Zwischenweg haben, machen wir halt hier noch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Ah, Mist, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hier. Na egal, warte mal. Irgendwo steckt der Wurm drin. Vielleicht machen wir es doch lieber. Ja, vielleicht ist es doch fast so, aber nee, so kann das nichts werden. Warte mal, dann müssen wir es um 2 verlagern. 1 und 2. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da muss hier irgendwo auch die Mitte sein. 8, 9, 10. Na, scheiße, das sieht jetzt schon komisch aus. Aber wir probieren es mal. Hier können wir uns so glücklicherweise an der Höhe orientieren, ne? Dass wir es bis dort hier weitermachen. Warte mal, halte mal de Gaul A. Dumm. Das wird unsere Ofenbeschäftigung. Definitiv machen wir wieder 20. Und dann muss es bis dort hier gehen, ne? Damit wir hier die Biegung kriegen. Anders geht's halt nicht. So. Und hier geht's noch. Und dann muss hier das Tor rein. Und der Rest ist wieder hier Gedöns und Stuff and Things. So, dann muss hier ein Enner eigentlich noch dazu, ne? Und dann muss hier weitergemacht werden. Den Mist hauen wir raus. Dann fehlen nur noch 2 von denen. Und dann schauen wir doch gerade mal zack und zack. So, dann nochmal hier gucken. Hier müssen wir einer freilassen. 5. So, genau. Dann wird da nochmal einer freigelost in der Mitte für die Vogelscheich, wo wir dann aber vorher noch die Stäbplatte klatschen. So, das heißt Klatsche hier, Scheuche dort. Und dann hier wieder weiter. Okay, ja, das stimmt soweit. Also die Raumteilung, die stimmt wieder, ne? Dasselbe dann hier. Warte mal, ich gehe mal mit der Siggi gerade wieder rüber. Ich brauche nämlich noch ein paar Materialien, beziehungsweise ich brauche noch die Vogelscheich. Ah, da ist noch ein Trüffel. Sehr schön. Können wir auch gleich wieder verwenden. Dumm. Gehen wir gleich mal mit unserer Silbertrüffel hier und haben das Trüffelöl, was wir da reinschmeißen. Den Kruscht können wir auch fort. Dann können wir ja gleich schon mal ein bisschen aufrahmen. Zack, zack und zack. Ne, Moment. Der kommt hier nicht hier. Der war, glaube ich, hier, ne? Genau. So, jetzt brauchen wir aber noch die Vogelscheiche. Da haben wir bestimmt noch, genau. Da haben wir noch eine. Perfekt. Und Holz brauchen wir nicht. Das haben wir schon im Sack. Dafür, dass wir dann hier weitermachen können. Okay. Das sind auch genug, um hier 2 Holztore zu machen. Das heißt, einer dort und einer dort. Und hier dasselbe Spiel noch einmal.
Upsala, das war einer zu viel. Und du dafür einer zu wenig an der Stelle. So. Warte mal. Genau. Hier, 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 hier. Stäfer die Platt. Genau. Und Vogelscheuch auf die Platt. Ah, nee, warte mal. Vogelscheuche dort, die Sprinkler. Sprinkler müssen es sein. Nicht die Vogelscheiche. Nicht die Vogelscheiche. Kein dummes Zeichen mache hier, Ackermann. So, dann kannst du nämlich, hoppla, hier weitergehen. Und dann brauche ich noch die Sprinkler eigentlich, ne? Da haben wir aber noch... Ah ja, das der haben wir schon reingemacht. Aber um den Schampel kümmern wir uns dann morgen, ihr liebe Leute. Das heißt, jetzt erstmal ab in die Koje. Und um den Rest kümmern wir uns morgen. Was brauchen denn die Sprinkler nochmal, Schenners? Dupdi-dupdi-dupdi-du. Wo haben wir sie dann? Da sind sie. Eisen, Gold und verfeinertes Quarz. Alle hopp. Eisen, Gold und verfeinertes Quarz. Haben wir alles hier. Eisen, Gold, Quarzilein. Und dann machen wir schon mal Enner bereit. Für das andere fehlt uns der Eisenbarren. Haben wir dann sehr schön. Das können wir doch noch machen. Dann können wir nämlich gerade noch Enner verhütten. Dann können wir dann morgen gleich mal abernten. Deswegen rein die Produktion und der Sprinkler gleich mal drauf. Und dann geht's jetzt ab in die Fall. Genau so. Und dann geht's los. Alla hopp. Sehr schön. Gut, dann ab ins Bett. Ich weiß, es ist Zeit. Also nix wie rein ins Bett. Und was kriegen wir Schönes an Einnahme? Ui, das sieht gut aus. Ja, 8300 knapp. Aufgerundet. Das sind gute, solide Einnahmen mal wieder. Ah, hier ist noch nix. Und übermorgen ist dann die Pamdra. Wie sieht es dann mit dem Wetter aus? Ja, Polle mal wieder. Und hier geht's noch weiter. Machen wir wieder Blaubeere für die ganze Reihe. Wird mal wieder Zeit. Ups, nee, das kommt durch rein. Das Öl kommt genauso rein wie die Lachsbeere und Gelee. So, gut. Schaut's hier aus. Treibholz wieder für die Recyclingmaschine und so einer für hier. Können wir gleich wieder reinschmeißen. So, Leverwash wird mal wieder abgehandelt. Der ratzt sich einer. Und hier. Damit wir nochmal einen Sprinkler machen können. Haben wir hier. Sehr geil. Okay, gut. Das sieht doch alles ziemlich ordentlich aus. Da können wir nämlich heute nochmal 2 neue 24er Felder, die wir noch machen können. Das finde ich absolut klasse. Können wir gleich mal zum Pierre gehen. Und können uns heute noch jede Menge Kruscht holen. So. Und so. Dann können die Viecher wieder raus. Und gesammelte Werke. Sieht auch gut aus. Kriegen wir auch alles in einem Rutsch dann runter bei der Produktion. Ja, geiler Scheiß. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. So, die hier. Dann raus mit den Tieren. Und der Barre muss hier. So. Die Felder sind halt wieder ein bisschen weniger, aber das macht nichts. So, unser Bäm schmeißen auch wieder gut was ab. Dann ist hier drüber wieder Erntezeit. Alles klar. Gute Sache, oder? Richtig gute Sache. Da haben wir wieder ein bisschen was. Ah, gehen wir erstmal drüber und ernten ab. Ja, dann haben wir jetzt definitiv auch wieder 2 24er Felder mehr. Das wären dann so Dinger, die im Sommer für die Melone reserviert wären, die 2 Felder. Weil die einfach die meiste Einnahme bringen. Im Herbst kann man das zu Kürbisfelder machen und so weiter und so fort. Also da haben wir definitiv schon mal was richtig Gutes wieder gebaut. Und jetzt sprudeln die Einnahmen auch wieder mehr. Dazu auch noch das Gewächshaus. Also ich denke, ne?
da sind wir schon so die Käse hier. Und die Leute im Multiplayer später, die werden es dann auch einfach haben. Die können sich dann die 24er Felder um ihren Gastarbeiterbereich jedes Mal raussuchen zum Bewirtschafter. Ja, da freue ich mich drauf, wenn ich das Ganze nicht mehr allein machen muss, sondern wenn ich da wirklich die Arbeiter außenrum habe, die sich dann da auch noch mit mir drum kümmern. Finde ich geil. Vor allem, weil das hier wirklich direkt beim Gastarbeiterbereich ist. So, apropos, das scheint wohl die Mauern hier verärgert zu haben, dass ich gestern neue gebaut habe. Das heißt, wir brauchen 5 neue. Okay, bauen wir auch gleich mal 5 neue. Werd auch schön, wenn ich dann verheiratet bin mit Abigail. Die fixt das dann hin und wieder auch mit einer Wände, mit einer Steinzäune und so. Die repariert das Zeug dann. Das finde ich echt klasse. So, so und so. Und da war noch einer. Genau, dann machen wir hier schnell weiter. Oh, da müssen wir auch noch jede Menge Blumenkohl einkaufen gehen, so wie ich gerade sehe. Und weiter geht's. Dann machen wir bei der Gelegenheit auch mal die Scheier dazu. Und hier geht's weiter. Ah, schön, oder? Richtig schön, wenn man seinen Hof extrem gut ausbauen kann. Das finde ich klasse. So. Saugut. Dann geht's hier noch weiter. Ansonsten stellen wir hier auf nix. Gucken wir gerade mal, was wir noch haben an Blumenkohl und wie viel wir dann noch einkaufen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mehr. Okay, 7 mehr als die wir jetzt abernten. Alter Falter. So. Das sind wir bei 7 mehr. Sind wir bei 7, 27, sind wir bei 34. Alles klar. Okay, dann können wir auch noch abzischen. So. Ach ja. Schöne Sache. Das heißt also gleich mal ab in die Stadt. Die Blumenkohle behalte ich trotzdem nochmal, damit ich mich nicht verrechnen nochmal, weil Mathe und so, geht. Das muss ja die leichteste Addition sein und ich bin schon aus dem Konzept gebrocht. Mann, 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 Mann. Muss man sich nicht wundern, dass ich in der Oberstufe immer einen Unterkurs in Mathe gehabt habe. Aber ich glaube, das geht viele so, dass die Leute in Mathe nicht so besonders gut waren, oder? Oder wart ihr Mathe-Genies? Gebt mal gern Bescheid diesbezüglich. Tät mich interessieren, ob man hier so ein paar Mathe-Cracks haben, die mir auch zugucken. So, der neue Trüffel ist auch noch raus, wie ich sehe. Ja, da können wir heute richtig produktiv sein, denn es wird da von der Episode heute. So. Gut. Hier haben wir wieder alles und Honig haben wir dazu auch noch gekriegt. Alter Falter, unser Inventar ist auch noch nicht völlig voll. Gut. Dann nichts wie dort hier. Bevor du wieder durch latscht, mache ich das lieber so. Ich wollte gerade sagen, hat die Sigi gerade gegrunzt, als ich sie angeklickt habe. Dabei war das Schwein einfach nur in der Nähe. So, das gehört hier rein. Gewächshauseinnahme. Die habe ich gesagt, lasse ich erstmal. Der Wildhonig, genau. Der Wildhonig behalte ich auch einfach mal hier in den Griff weiter. Damit man dann wieder Met herstellen könnte mit. Ah, nee, von wegen, ne? Sicht, so hätte ich mich schon wieder verrechelt. Gut, das gehört wieder dort hier, das dort hier, das auch dort hier. Der Trüffel. Kommen wieder durch einfach Öl zu machen. Dann sind wir bei 19, 22, 32 und sind wir bei 39. Ich habe doch gewusst, dass da ein bisschen mehr war. So. Das heißt insgesamt wieder 39. Und da drüber holen wir uns auch noch was. Jeweils 24. Okay. Das sieht gut aus. Außerdem ist da noch ein Auftrag. Wilde Meerrettich für Emily. Okay. Kümmern wir uns drum. Hi Abigail. Die ist froh, mich zu sehen. Und wollte sich ablenken. Okay. Gut, dann machen wir doch nochmal Blumenkohl. Das 39er Feld für Blumenkohl finde ich richtig gut. So. Und dann
det ich noch sage. Wir nehmen noch mal 48 Krummbeere mit. Machen wir Krummbeerefeld raus. So. Nein, jetzt habe ich ändert zu viel. So. Gut, das wäre doch definitiv was. So. Ein milder Meerrettich für Emily war noch. Das Gute ist bei Emily, dass man das Mädel immer abends in der Kneipe finden, weil sie da ihren Job hat. Das ist immer ganz praktisch. So. Moment, erstmal gucken. Haben wir da nicht Blumenkohl noch teilweise drin? Wilde Meerrettich. Wo finden wir den Scheiß jetzt? Haben wir da keinen auf? Ja doch, wilder Meerrettich. Okay, dann nehmen wir einer für Emily. Ansonsten Blumenkohl haben wir nicht sehr viel aufgehoben, muss ich sagen. Dann machen wir erstmal 5 draus. Und Qualitätsblumenkohl haben wir dummerweise anscheinend 8 Kenner. Das gefällt mir aber auch nicht so gut. Dann machen wir doch glatt mal 5 Qualitätsblumenkohl. Ach mal hier rein. Und der Rest schmeißen wir jetzt da wieder rein ins Loch. Ah, Moment. Wir brauchen das hier noch für 48 Dünger herzustellen. Dann haben wir nämlich, oh Gott, Click and Point ohne Ende jetzt gerade. Sorry, falls das Rumgeklicke gerade etwas lästig ist. Aber die 48 müssen halt einfach sein. Dann kann jetzt nämlich auch der Harzen wieder rein und dann geht's ab aufs Feld. So, oder was auch immer die Hippie-Tante Emily mit dem Zeug machen will. So, jetzt gucken wir uns das erst nochmal an. Joink und Joink. Ultra Joink, Power Joink und Meta Joink. So, gut, dann erstmal gedüngt. Und dann gibt es erstmal Krummbeere-Action hier. Wir sind halt die krebste Pelzer Krummbeere-Bauern. Deswegen lacht mich das einfach an. So. Nix wie drauf aufs Feld. Und dann geht's weiter. So, hier ist auch noch irgendeine Saat, genau. Dann machen wir außerdem noch ein paar Stroße hier rein. Die Pflasterstäbe haben wir ja mittlerweile auch schon belegt dafür, ne? Machen wir mal 21. So, halte mal der Gaul ab. Du musst nämlich die Pflasterstäbe rein. Dann können wir jetzt nämlich wieder aufs Tor wechseln und zack. Und so geht's weiter. So. Ups, die Krähe sind gerade irrelevant. Du wirst nämlich auf die Pflasterstäbe gesetzt. Dann geht's da wieder weiter. So, lala. Und der wieder weg. Der wieder drauf. Der wieder hier. Und schä. So, dann geht's wieder hier weiter. Wir haben ja unser übliches Muster mittlerweile, ne? Also, ist ja nicht so, dass das hier jetzt überall ausgefallen wäre, sondern es sieht ja überall gleich aus. Es soll ja auch so einen Wiedererkennungswert haben, dass ich so generelles Design in meinem Bauernhof hier habe. So. Damit sich das auch einfach wieder alles wieder ähnelt und damit wir hier überall dieselbe Dinger drin haben. Also ich persönlich fände es blöd, wenn das irgendwie überall so ein verschiedenes Stil drin hätte. Hier für außen können wir dann wiederum die anderen Dinger nehmen, aber jetzt wird erstmal gepflanzt. Dann können wir immer noch die Stähwege außen nochmal verbinden. Damit man da nämlich auch dabei sind. Und das Schöne hier ist, ich habe das so angelegt, dass hier halt auch das direkt beim Gewächshaus abschließt. So, da haben wir da auch nochmal so gewisse Symmetrie einfach drin. Und mir persönlich gefällt's. Und es ist eigentlich auch irgendwie, glaube ich, so neben dem vom Wege, was ich so höre, man hört mir gern zu, während ich hier so ein bisschen ruhig verzähle. Oder, ja, das ist auch ein Grund, warum man mich anscheinend hier abonniert, beziehungsweise warum er sich das bei mir tut. Und der zweite Grund scheint wohl zu sein, dass ich wirklich symmetrisch bin mit meinem Zeug hier. Und das finden anscheinend sehr viele Leute schön, dass ich symmetrisch bin. Und es ist mir einfach so ein kleines Bedürfnis, muss ich sagen. Ich brauche das halt mit dem Symmetrie. So, jetzt haben wir das spiralförmig gemacht. Auch nicht verkehrt. Habt ihr übrigens gewusst, dass die Geschlechtsteile von Ente auch spiralförmig sind? Ich war ein bisschen angewidert und amüsiert zugleich, als ich das mal gehört habe. So, okay, die sind immer noch im Wachstumsschub. Und dann geht's weiter. So, und wenn wir da fertig sind, dann können wir auch hier den Pfad legen dafür. Bin ich definitiv dafür. So, dann Blumenkohl.
Eins hinterher. Das muss ja auch noch gegossen werden, der Schampel. Und dann sehen wir auch, wie wir mit unserer Energie so haushalten können mit den vergrößerten Feldern. Aber ich denke, wir kommen gerade so hier mit unserer Energie, ne? Und zack. Und dann können wir hier wieder... Ups. Einmal stillhalten, genau. Einmal der Yoinks und einmal der Super Yoinks. Sehr schön. Dann haben wir noch 84 Energie übrig. Oh, da ist wieder ein bisschen was auseinandergebrochen. Ah, der Zaun, der fault an alle Ecke und Ende. So, zum Glück haben wir genug Städte für. Und zack. Ich finde auch der Städtzaun persönlich am schönsten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Delay. Dann wären jetzt wieder Trittsteinpfade gemacht. Da mache ich mal 20 Stück. Und zwar machen wir erstmal den Kram hier weg. Weil hier haben wir anscheinend dann, ne, einer zu wenig gebaut. Aber dafür schließt er hier ab und lässt hier noch großzügig Raum für andere Sachen. Deswegen, den ich persönlich sage, es ist schön so wie es ist, weil ansonsten wäre es zu gequetscht hier und hätte noch einer frei gehabt, was mich ein bisschen gestört hätte. Deswegen legen wir hier einfach einen doppelten Trittsteinpfad. So. Und dann hier eigentlich. Die 20 hängen genau gepasst. Dann können wir nämlich noch warten, bis der hier fertig ist. Dann kommt da nämlich noch einer dazwischen. Und hier machen wir dann auch noch einen Trittsteinpfad, der bis dorthin führt. Beziehungsweise darüber hinaus. Dann machen wir erstmal nochmal 10er. Dann geht es nämlich hier weiter mit dem Ding. Und, einer hätten wir noch gebraucht. Zack. Und peng. Gut. Hoppala, da ist eine Zapfanlage drin, sehe ich. Dann müssen wir erstmal nur Dendo fertig machen. Und, da kommt der Ahornsirup. Sehr schön. Okay. Dann stört das trotzdem so ein bisschen und wir können hier noch entlang hangeln, ne? Weil das wird das einzigste Feld sein, was ich hier anlegen werde. Deswegen machen wir das so, dass wir da einfach 50 Stück noch machen. So, dann gehen wir nämlich da entlang. Das wird das einzigste sein. So. So. Okay, dann können wir hier eigentlich auch ein bisschen breiter sein. Und einer haben wir noch übrig. Ja, scheiß drauf. Machen wir noch einer einfach so. Und da können wir ja fürs Ambiente und so können wir ja dann später auch noch hier einfach noch eine Lampe oder so eine Laterne dazwischen machen. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, na gut, damit es ganz abgeschlossen ist, scheiß drauf. Ist es halt hier so ein großer Pflasterplatz dazwischen. Da können wir ja auch noch Deko und jede Menge Krusch drauf schmeißen. Aber bisher finde ich es nicht schlecht hier. So, sieht gut aus. Bist gut, kommst auf die Kuche. Ich freue mich. Es ist mal wieder ein bisschen mehr fürs Ambiente gemacht worden hier. Ist auch nicht verkehrt. Klappe zu, Affe tot. Dann haben wir noch den Blumenkohl so lange, bis wieder was Neues kommt. Da packen wir den rein. Der kommt dort hier, wo er hier gehört. Der dort hier, der hier. Und für Emily brauchen wir noch den anderen Quatsch. Das können wir jetzt auch noch fix machen, finde ich. Das heißt mit uns nichts wie ab in die Stadt. Noch ein schöner Löwezahn gefunden. Genau in die Stadt. Der Löwezahn ist von stinknormaler Qualität. Wir haben jetzt auch noch genügend Zeit, um gerade noch so in die Kneipe zu kommen. Aber wenn ich mich nicht dummel, dann wird's eng. Dann wird's zapper. Bis 23 Uhr macht die Kneipe nämlich dicht. Und Pam schenkt mal morgen ein schönes, selber gebrautes Bier, würde ich sagen. Und zwar eins in unserer Heller. Ist ja schon ein bisschen Müll gewühlt. Emily ist natürlich noch da, die bleibt bis zum Schluss. Dann ist der noch für dich, du Hippie-Tante, bitteschön. Oh, wilde Meere, nicht genau, was ich gesagt habe, vielen Dank. Mal gucken, hier ist der Geld. Okay, 5 Herzer. Sehr schön. Gut. Dann gibt es dafür noch 150 Gold. Kann ja nie schade, ne? Sodela. Das heißt, wir gehen jetzt nur noch heim. Und dann geht es wieder ab in die Fall. Und es geht auch ab zum Break. Und wir sehen uns dann auch übermorgen erst wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wo wir dann, wie gesagt, Pams Geburtstag feiern werden. Und das werden wir mit einem schönen, helle Bier, was wir selber gebraut haben, zelebrieren.
Haben wir hier noch Löwezahn? Natürlich. Sehr schön. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.